Sterntaler Meitli. Vor langer Zeit hat einmal ein Meitli gelebt, das hat keine Mutter und keinen Vater mehr gehabt. Und es war so arm, dass es nicht einmal mehr ein Dach über dem Kopf und ein Bett zum Schlafen hatte. Das Einzige, was es noch hatte, seine Kleider und ein Stück Brot im Sack. Mutter Seele allein ist es fort von dem Ort, wo sie einmal mit der Mutter und dem Vater gelebt hat. Es ist gelaufen und gelaufen, bei Regen und Wind. Aber es hat die Hoffnung, dass es ihm irgendwann einmal besser geht, nie aufgeben. Das Meitli ist in vielen Tieren begegnet, auch in wilden Tieren, aber keins hat ihm etwas zu leid getan. Und die scheuchen Tiere, wie zum Beispiel Hasen, Müsli, Igel oder Vögel, die haben gar keine Angst vor dem Meitli gehabt. Nach einer langen Zeit ist das Meitli in einem alten Mann begegnet. Der war ganz mager und hat gefragt: «Ach du gutes Kind, hättest du mir vielleicht etwas zum Essen?» Obwohl das Meitli ja selber nur ein Stück Brot hatte, hat es das in dem Mann geschenkt. Und dann ist es weitergegangen. Hügel auf und Hügel ab. Es ist immer wie kälter geworden. Ein raucher Wind hat geblasen. Nach einer Zeit ist es einem kleinen Bub begegnet. Der hat ganz fest an den Ohren gefroren. Sofort hat das Meitli die Kappen abgezogen und ihm Bub geschenkt. Dann ist es weitergegangen. Hügel auf und Hügel ab, durch Wälder über Felder. Es war kalt, Nebelschwaden sind herumgeschlichen. Und dann hat es auch noch angefangen zu regnen. Da ist das Meitli wieder einem Kind begegnet. Dem seine Kleider sind ganz nass und es hat erbärmlich geschlottert. Wieder hat das Meitli Mitleid gehabt und hat seine Jacke in dem Kind geschenkt. Dann ist es weiter durch die Welt. Endlich hat es aufgehört zu regnen. Die Wolken haben in den Sonnenplatz gemacht. Geschlafen hat auch seine Höhle oder hat bei einem weichen Moosplätzchen aus Ästen ein Dach gebaut. In der Nacht hat der Mond das Meitli beschützt und die Sterne haben ihm schöne Träume geschickt. Immer wieder ist es aufgestanden und voller Hoffnung weitergewandert. Nach einer langen Zeit ist das Meitli einem Kind begegnet, das nicht einmal mehr ein Kleidchen hatte. Und was hat das Meitli gemacht? Es hat sein letztes Hömmeli abgezogen und in dem Kind geschenkt. In dem Moment war es, als würde der Mond und die Sterne heller leuchten als sonst. Am Himmel hat es gefunkelt und glitzert und kleine Sterne sind vom Himmel gefallen. Und jeder Stern, der auf die Erde gefallen ist, hat sich in ein Goldstück verwandelt. Und das Meitli hat plötzlich ein ganz schönes Kleid angehabt, aus zartem, feinem Stoff. Von überall her sind die Waldtiere gekommen, haben gestaunt und gesagt: «Die Goldstücke, die gehören dir, nimm sie mit. Wir mögen dir das Glück gönnen.» Ja, von da an hat das Meitli kein Kummer und Not mehr gehabt. Trotzdem aber war es bescheiden und hilfsbereit. Und darum ist das Glück für immer bei ihm geblieben.